Ich möchte noch mal miteinander still werden und beten. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke dafür, dass du gesagt hast, da wo 2 oder 3 zusammen sind in deinem Namen, dass du mitten unter ihnen bist. Und Herr Jesus, du bist hier. Begegne uns nun in deinem Wort, mache dein Wort uns kund und schenke, dass wir ganz neu motiviert und gestärkt nach Hause fahren. Wir preisen dich und wir beten dich an. Amen. Das Thema heute, ich wurde gefragt vom Norbert, du kannst mir die Botschaft übernehmen. Habe ich gesagt, okay, mache ich gerne. Und deswegen nicht Schritte durch die Bibel, sondern ein anderes Thema. Wir predigen Christus. Und noch einmal möchte ich lesen, 1. Korinther 1, Vers 17. Es war die Botschaft des Apostels Paulus. Wenn der Paulus predigte, was predigte er? Seine Botschaft war, denn Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Und er fährt weiter und sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. In Vers 20, da fragt er so rhetorisch, ja, wo ist nun der Weise, wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Disputiergeist dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und dann sagt er, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, so gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt diejenigen zu retten, welche glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fordern Weisheit. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Also Paulus, er begrenzt seine Botschaft, indem er sagt, ich predige die Torheit des Kreuzes. Und während der Paulus das tut, also während er die Torheit des Kreuzes predigt, rechnet er damit, dass diese Botschaft die Menschenherzen berührt. Er rechnet damit, dass diese Botschaft die Menschenherzen anrührt, die Menschenherzen überführt. Ja, die Menschenherzen packt und die Menschenherzen, dass sie plötzlich sich so sehen, wie Gott sie sieht, nämlich als verlorene und rettungsbedürftige Sünder. Paulus, er predigt Christus und ihn als gekreuzigt. Ja, weswegen kann der Paulus das wissen, dass diese Botschaft die Menschenherzen berühren würde? Er weiß, was der Herr Jesus gesagt hat. Es würde einer kommen und er würde das, was er predigt, die Botschaft des Kreuzes, würde dieser Heilige Geist, würde er transformieren an den Menschenherzen. Er weiß, was steht in Johannes 16, Vers 8. Da sagt der Herr Jesus, und wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann wird er, das heißt der Heilige Geist, würde die Herzen überführen, der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Der Paulus macht eine schlichte, eine einfache Predigt. Er will die Menschen nicht überzeugen durch kluge Worte, auch nicht durch vernünftige, logische Argumente. Wie oft ist es doch so, wenn wir ein Zeugnis geben sollen, dann wollen wir die Menschen überzeugen mit unserer Logik. Müssen wir gar nicht. Predige Jesus und sein Kreuz. Der Rest macht der Heilige Geist. Der Paulus, er sagt in 1. Korinther 1, 17, er hat mich nicht gesandt, um zu taufen, er hat mich gesandt, um das Evangelium zu verkündigen. Und nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus zunichte gemacht wird. Seine Botschaft ist also schlicht, einfach und klar. Es ist das Wort vom Kreuz. Weswegen eigentlich diese Botschaft? Ich habe eine Zeitungsnotiz gelesen, die war schon ein halbes Jahr alt. Das hat mich innerlich erschüttert. In der Welt, die Online-Ausgabe der Welt, da stand am 31.12.2012 Folgendes. Unter dem großen Titel Rückzug der Kirche. Da stand, haben die Kirchen den Rückzug angetreten? Die Frage ist aktuell. Denn immer mehr Kirchengebäude werden für überflüssig erklärt. In Gaststätten, Wohnhäuser und selbst in Tanzlokale umgewandelt.
entwidmet oder abgerissen. Sogar von dem Einbau einer Sparkasse oder eines Spielcasinos schreckt man nicht mehr zurück. Napoleon und Stalin gingen zwar noch ein Stück weiter und machten Sakralgebäude zu Pferdeställen und Schwimmbädern. Doch sie taten das aus Vorsatz. Die Religion sollte mit Stumpf und Stiel ausgerottet, die christliche Bevölkerung eingeschüchtert, aufgeklärt und ein regelrechter Feldzug gegen das, was Karl Marx Opium für das Volk genannt hatte, entfesselt werden. Die Zweckentfremdung von Kirchen erschien den Potentaten als ein probates Mittel zu diesem Ziel. Und dann kommt der Schreiber dieses Artikels zu folgendem Schluss. Heute bedarf es keine Gewaltherrscher mehr. Die Kirche räumt sich selbst aus dem Weg. Argumentiert wird mit Kosten-Nutzen-Rechnungen, schwindenden Gemeindezahlen, rückläufigen Steuereinnahmen, Pfarrer- und Priestermangel. Auch die Sprachregelung hat sich gewandelt. Vertreter beider großer Konfessionen reden bevorzugt nur noch von Immobilien, wo früher noch von Gotteshäusern gesprochen wurde. Und dann fährt dieser Autor weiter und sagt, der Chronist C. Büchsel, er liefert uns in seinen Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen, geschrieben im Jahr 1888, den Beweis dafür, welche Wundersymbolik wirken kann. Er schreibt, es ist ein gutes Zeichen, dass auch in 1888, es ist ein gutes Zeichen, dass auch in Berlin die Kirchen, in denen Gottes Wort nach den Bekenntnissen der Väter verkündigt wird, dass diese Kirchen gut besucht sind. Und dann kommt dieser brave Mann 1888 zu folgendem Schluss. Und doch erlaubt sich der brave Mann zuletzt noch einen fürwitzigen Zungenschlag, der vielleicht sogar noch heute erhellend für den Missstand der verlassenen Kirche sein kann. Also Büchsel sagt 1888, er sagt, in den Kirchen, wo freisinnige Pastoren predigten, diese Kirchen stünden leer. Das 1888. Wie viel mehr denn heute? Er trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, Kirchen, in denen freisinnige Pastoren predigen, die stünden leer. Also Pastoren, die nicht mehr an das Wort Gottes glauben, die das Wort Gottes in Frage stellen, die der Bibelkritik anheimgefallen sind, die sich nicht mehr kritisieren lassen vom Wort Gottes, sondern die am Wort Gottes Kritik ansetzen. Das sind Theologen, ich zitiere einige, zum Beispiel Gerd Lünemann. Es ist ein Theologe, ein deutscher Theologe, der sagt Folgendes. Die Bibel steckt voller Widersprüche. Sie enthält Fälschungen und deutlich über 100 Irrtümer. Von den Jesusworten, das sagt ein Theologe, von den Jesusworten im Neuen Testament sind etwa 15% echt. Jesus hat keine Wunder vollbracht und die Bergpredigt nicht gehalten. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist für mich das Murmeln einer antiken Religion. Ich würde es sofort abschaffen. Paulus, er kontert dem und er sagt, wir predigen Christus und ihn als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Das Wort vom Kreuz, es erhitzt die Gemüter. Man spaltet die Menschen, selbst die Christen. Man will heute dieses Wort vom Kreuz nicht mehr haben. Man ärgert sich über die Botschaft. Ja, man ärgert sich über den Mann des Kreuzes, über Jesus Christus. Ein anderer Theologe, und er wird leider auch in evangelikalen Kreisen immer wieder mal zitiert, der Benediktinermönch und Mystiker Anselm Grün. Er sagt Folgendes: Gott vergibt unsere Schuld, weil er barmherzig und gnädig ist und nicht darum, dass er am Kreuz starb. Und dann fährt er weiter, dieser Anselm Grün, und sagt, in manchen Köpfen schwirrt immer noch die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Man verachtet das Kreuz, man will es nicht wahrhaben. Ein anderer Theologe, er schreibt, Gott braucht kein Sühnopfer.
Er muss ja nicht seinen Zorn durch unschuldiges Leben besänftigen. Er fährt weiter und sagt, Pfarrer seien frei, den Kreuzestod Jesu in ihren Predigten unterschiedlich zu deuten. Das sind die Worte von freisinnigen Theologen, deren Kirchen leer sind. Der Apostel Paulus, er predigt anders. Der Apostel Paulus, er predigt, wir predigen Christus und ihn als gekreuzigt. Dabei hat diese Botschaft des Kreuzes nichts zu tun mit einer Mystik, auch nicht mit einer Bluttheologie oder Mythologie. Nichts zu tun mit der Verherrlichung von Leiden oder mit Gewaltexzessen. Das Wort vom Kreuz hat zu tun mit einer Person. Nehmen wir mit der Person, mit dem Leben, dem Sterben, mit dessen Auferstehung, Jesu Christi. Das Wort vom Kreuz kann man zusammenfassen in 2 Worten. Das Wort vom Kreuz ist Jesus Christus. Die Botschaft vom Kreuz ist die Botschaft von Jesus. Die Botschaft vom Kreuz ist die Botschaft des Lammes Gottes. Die Botschaft vom Kreuz ist die Botschaft der ganzen Bibel zusammengefasst, angefangen im 1. Buch Mose bis Offenbarung Kapitel 22. Die Botschaft vom Kreuz, Gott wird Mensch. Er selbst bezahlt an meine und an deine Stelle deine Schuld. Die Botschaft vom Kreuz ist, Gott rechtfertigt dich in Jesus Christus. Er schaut nicht mehr dich an, nicht mehr dein verpfuschtes Leben, sondern er sieht dich in Jesus. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz beinhaltet aber auch nicht nur das Sterben Jesu, sondern auch seine Auferstehung, beinhaltet seine Himmelfahrt und beinhaltet auch seine baldige Wiederkunft. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Beinhaltet, er wird wiederkommen und er wird regieren in Macht und Herrlichkeit. Die Botschaft vom Kreuz sagt auch, du wirst eines Tages, entweder jetzt freiwillig oder in Zukunft, deine Knie vor ihm beugen müssen. Denn wir lesen in Philipper 2 ab Vers 9, denn Gott hat ihn, Jesus Christus, über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen, derer, die im Himmel sind und auf Erden und unter der Erde, und alle Zungen bekennen, entweder jetzt freiwillig oder eines Tages gezwungen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und diese Botschaft, die predigte Paulus. Er wusste, diese Botschaft berührt Herzen. Diese Botschaft stellt die Menschen vor eine Entscheidung. Und diese Botschaft nennt nämlich Menschensünden mit Namen, zeigt, wer wir sind, verlorene Sünder, deckt diese Sünde auf, bringt sie ans Licht. Aber gleichzeitig ist es auch diese Botschaft, die dir und mir Vergebung zuspricht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mich im Jahre 1978 in diesem kleinen Kämmerchen hier, wo die Technik drin ist, wie ich bekehrt habe. Wo Gott mir gezeigt hat, ich saß hier bei der ersten Osterkonferenz, saß ich hier in diesem Raum. Wie Gott mir gezeigt hat, wer ich bin, ein verlorener Sünder. Wie ich dann zusammenbrach unter diesen Sünden und mir der Pastor mir Vergebung zusprechen durfte, weil ich alles unter dem Kreuz des Herrn Jesus niedergelegt habe. Das ist die Botschaft des Kreuzes und nur diese Botschaft kann das bewirken. Und aus diesen Gründen predigt der Apostel Paulus, er predigt das Kreuz. Es ist eine einfache, es ist eine schlichte Botschaft. Gott wird Mensch, er bezahlt für dich an deiner Stelle deine Schuld. Und wenn du das glaubst, für dich persönlich in Anspruch nimmst, dann darfst du auf ewig gerettet sein. Die Botschaft vom Kreuz. Aber dann stellen wir uns die Frage, ja, was haben wir dann damit zu tun mit dieser Botschaft des Kreuzes? Was ist unsere Aufgabe, persönlich wie auch als Gemeinde? Noch einmal möchte ich zitieren, wie wir gelesen haben, aus der Welt. Wie dieses Schreiben sagt, immer mehr Kirchengebäude werden für überflüssig erklärt, in Gaststätten, Wohnhäuser und selbst in Tanzlokale umgewandelt. Heute bedarf es keine Gewaltherrscher mehr. Die Kirche räumt sich selber aus dem Weg. Wir, du und ich, wir sind gefordert. Gerade in dieser Zeit, wo Kirchengebäude überflüssig werden, wo das Evangelium in Frage gestellt wird, wo die Gemeinde Jesus oft ihre Aussagekraft, Vollmacht verloren hat,
Wir sollen hinstehen und für dieses Evangelium wieder ganz neue Stellung beziehen. Denn das Evangelium, das Wort Gottes, es ist nicht kraftlos geworden. Es hat heute noch die genau gleiche Kraft. Die Bibel sagt uns in Hebräer 4, Vers 12, denn ist mein Wort nicht lebendig und kräftig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert? Das ist Gottes Wort, wenn wir es verkündigen, wie es hier steht. Es dringt durch, bis dass es scheidet, sowohl Seele auch Geist, sowohl aus Mark und Bein. Es geht durch. Es deckt auf, wer wir sind. Es zeigt uns, dass wir verloren sind von dem ewigen und allmächtigen Gott, wenn wir nicht in Jesus Christus sind. Ja, der Prophet Jeremia sagt in Jeremia 23, Vers 29. Jeremia 23, 29. Und ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Wisst ihr, Gottes Wort ist noch gleich. Es ist immer noch der Hammer, immer noch das Schwert, immer noch das Feuer. Und der Heilige Geist ist immer noch der gleiche. Denn der Heilige Geist, er überführt, wenn wir Gottes Wort predigen. Die Ursache unserer leeren Kirchen liegt nicht in der Zeit, in der wir leben. Liegt nicht an den Menschen dieser Zeit, liegt auch nicht am mangelnden Interesse an geistlichen Dingen, liegt vielmehr daran, dass wir das Original aus den Augen verloren haben. Die Bibel, Jesus Christus. Spurgeon hat mal Folgendes gesagt, ich zitiere Spurgeon, da sagt er, habt ihr jemals beobachtet, wie schlecht die Knaben in ihren Schreibheften die letzte Zeile der Seite schreiben? Also ich weiß noch gut, wie ich als Jugendlicher geschrieben habe. Eine Riesenkatastrophe. Da haben wir vorgegeben, so musst du schreiben. Es wurde immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Ja, warum? Man hat die erste Zeile geschrieben von der Wandtafel. Dann hat man geschaut, okay, die erste Zeile haben wir danach geschrieben. Die zweite Zeile haben wir danach genommen, die dritte Zeile, vierte Zeile. Und am Schluss war es eine Schrift, die man nicht mehr lesen konnte. Man hat das Original aus den Augen verloren. Und dann geht dieser Spurgeon und sagt, die Apostel, die folgten Christus. Die ersten Väter folgten den Aposteln. Und die nächsten Väter folgten den Vorvätern. Und so wurden die Kopien immer schlechter. Und jetzt sind wir dazu geneigt, schon dem Abschaum des Christentums zu folgen. Und wir bilden uns ein, dass wir nun schon ebenso gut sind als unsere armen, unvollkommenen Prediger und Führer in den Gemeinden. Wir haben eine Kopie von der Kopie und dann tun wir nochmal kopieren von der Kopie und schlussendlich sieht es aus, wie es heute aussieht in unseren Gemeinden. Ja, weswegen? Wir haben das Wort Gottes aus den Augen verloren. Wir haben immer wieder Kopien gemacht. Und dann kommt der Spurgeon und sagt, aber nein, Brüder, überdeckt nicht die bloßen Kopien. Überdeckt die bloßen Kopien und lebt nach den Vorschriften auf die erste Kopie hin. Das heißt, nehmt das Wort Gottes wieder. Lebt entsprechend diesem Wort. Lebt und kopiert auf Jesus Christus hin. Er ist das Original. Sein Wort ist das Original. Und entsprechend diesem Muster sollen wir in dieser Welt leben. Möglichst nahe am Original. Wie lebst du? Lebst du entsprechend dem, was dein Pastor sagt? Was dir dein Jugendleiter vorgibt? Oder lebst du entsprechend dem Wort Gottes? Jugendleiter, ich selbst kann ein schlechtes Vorbild sein. Mich muss man nicht kopieren, aber Gottes Wort und der Maßstab Jesu Christi. Der Apostel Paulus hat gesagt, ich aber predige Christus und entsprechend lebte er auch. Und so sagt er in Philipper 1,21, sagt er, für mich ist das Leben Christus. Also sein Original war Jesus Christus und entsprechend diesem Original hat er gelebt. Seine Predigten waren entsprechend dem Wort. Und wisst ihr, wenn wir so ein Leben kopieren, ein Leben kann mehr als 1000 Worte sagen. Der Paulus sagt, für mich ist mein Leben, ist Jesus Christus. Lebe ich und trachte ich nach seinem Reich? Möchte ich ihm gefallen, weil ich ihn kopiere, Jesus? Über den Jesus wurde gesagt, dass er nach seines Vaters Ehre trachtete. Und entsprechend sollen wir doch kopieren. Und wir sollen nach seiner Verherrlichung suchen. Ich soll mich nach seinem Wort orientieren.
Über Jesus wurde gesagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das wurde über Jesus gesagt. Der Eifer um sein Haus hat ihn gefressen. Und ich, was kopiere ich? Setze ich alles daran, um Gottes Reich zu bauen, um ihn zu verherrlichen, ihn täglich zu erwarten? Ein solches Leben ist dem Original ganz nahe. Und es hat die beste Aussagekraft, denn es leuchtet Jesus Christus wider. Wie wir lesen in 2. Korinther 2, Vers 15, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus. Ja, wenn wir dem Original nacheifern, dem Christus, so ist unser Leben ein Wohlgeruch. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. In der Welt und in der Gemeinde sind wir ein Wohlgeruch, sind wir ein Zeugnis, ein Licht, weil wir uns dem Original angepasst haben und nicht der Kopie. Wir als Gemeinde, nach was leben wir als Gemeinde? Leben wir als Gemeinde nach einer Kopie der Kirche, dem Megatrend und so weiter? Oder leben wir als Gemeinde, weil wir als Gemeinde uns fragen, was sagt das Original? Was sagt die Bibel? Wie sollen wir unsere Gottesdienste gestalten? Wie soll unsere Predigt sein? Wie sollen unsere Zusammenkünfte sein? Auch als Gemeinde dürfen wir Christus predigen. Und interessant, wir lesen in Apostelgeschichte 2, 42, wie die ersten Gläubigen, wie die erste Gemeinde zusammenkam. Da heißt es, und die erste Gemeinde, die kamen zusammen, sie hielten fest, Apostelgeschichte 2, 42, sie hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Also das Original sagt uns, wie wir uns als Gemeinde verhalten sollen. Das heißt, wir sollen zusammenkommen und festhalten an der Lehre, das ganze Wort Gottes. Wir sollen zusammenkommen und in der Gemeinschaft fest sein. Wir sollen zusammenkommen und das Brot brechen, Abendmahl feiern. Und wir sollen zusammenkommen und das Gebet nicht versäumen. Ich glaube, dass darin das Geheimnis der ersten Gemeinde lag. Und die Gemeinde, die brach aus, wie soll ich das sagen, sie hatte keinen Platz mehr. Es kam immer täglich hinzu. Von der ersten Gemeinde, wie gesagt, und der Herr tat hinzu täglich. Die wuchs und wuchs und wuchs, weil sie sich versammelten, festhielten an der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und auch im Gebet. Gottes Wort war ihr Maßstab. Für die erste Gemeinde, die kannte keine Bibelkritik. Die ließen sich von Gottes Wort kritisieren und in Frage stellen. Ihr ganzes Leben, ihr ganzes Denken, ihr ganzes Handeln war an dem Maßstab der Bibel orientiert, an Gottes Wort. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn wir das tun? Wenn wir entsprechend leben, wenn wir uns entsprechend hingeben, dann geschieht das, was wir lesen in Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort, ich lese nach der Mengenübersetzung, und das Wort Gottes breitete sich nun immer weiter aus. Und die Zahl der Jünger vermehrte sich in Jerusalem. Sogar eine große Menge von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Das heißt also, was will uns das sagen? Wenn wir uns kompromisslos zum Wort Gottes stellen, ist das immer für uns persönlich, wie auch für unsere Gemeinde und Familien, immer von Segen begleitet. Eine klare Haltung zum Wort Gottes stärkt die Gemeinde und schwächt sie nicht. Eine klare biblische Verkündigung wird immer die Menschen ansprechen. Und die Menschen, die nach Wahrheit suchen, die wird sie überführen. Denn die Bibel sagt uns, wenn wir uns an Gottes Wort halten, wenn wir Gottes Wort predigen, dann sagt uns die Bibel in Jesaja 55, 11. Genauso wird auch mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Predigen wir doch als Gemeinde Jesus Wort Gottes. Muten wir dem Wort Gottes das zu, wozu es geschickt ist, nämlich Menschen zu beführen. Der Paulus, er predigte Christus, allen Megatrends zum Trotz der damaligen Zeit. Da kam die Gnosis auf, die menschliche Vernunft. Aber Paulus, er predigte Christus.
Leben wir als Gemeinde echte Gemeinschaft? Ich bin so froh, dass wir jetzt angefangen haben, regelmäßig auch diesen Tag des offenen Grills zu machen. Einmal im Monat, schon fix notiert im C-Kalender, in unserem Kalender. Könnt ihr nachschauen, sogar auf dem Kalender von der Gemeinde. Schaut nach, wenn diese Gemeindetage sind, wo wir uns treffen zum Grillen. Gemeinschaft leben, einander fördern, stärken, Zuspruch erteilen, einander auf die Schultern klopfen. Gemeinde heißt nicht, ich komme, ich konsumiere und gehe wieder nach Hause. Gemeinde heißt, ich gebe mich ein. Wir suchen dringend Sonntagsschulhelfer und Helferinnen. Wo sind die Männer, die Sonntagsschule machen? Wo sind die Frauen, die helfen in der Kinderhüte? Wir haben eine riesengroße Zahl. Alle zusammen sind ungefähr 200 Helfer. Aber wir brauchen noch mehr. Wir brauchen Jungscharhelfer, Jungscharhelferinnen. Wir brauchen Ameisli, Tini, wir brauchen und so weiter. Wir brauchen Leute. Die Liesen liegen auf für die nächste Israel-Konferenz. Das ist Gemeinde. Und wenn ihr dann miteinander so schöpft, das Essen rausgebt, dann lernt ihr jemanden kennen. Ah, du heißt es sowieso wunderbar, ich bin der Hans und so weiter. Darf ich dich einladen zum Mittagessen? Das ist Gemeinde. Und wenn du merkst, dass dein Sitznachbar heute nicht hier ist, ja, dann frag doch nach, hier, wo bist du? Wie geht's dir? Bist du krank? Und so weiter und so fort. Ich sehe schon der Josua lachen. Lädst du ihn ein zum Mittagessen heute? Ja, bist du eingeladen? Wunderbar, nächstes Mal umgekehrt. Ja, das ist Gemeinschaft, das ist Gemeinde. Und dann wird die Welt erkennen, was es heißt in Johannes 13, Vers 34. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Leben wir echte Gemeinschaft? Oder leben wir unser Inseldasein, kommen, konsumieren, geben nach den Zähnen, gehen wieder nach Hause? Das ist nicht Gemeinde. Die erste Gemeinde hatte einen gemeinsamen Mittelpunkt. Sie hielten fest am Brechen des Brotes. Was bedeutet das? Das Zentrum ihres Zusammenseins war das Kreuz, denn das Brotbrechen erinnert uns an das Kreuz von Golgatha, an das, was geschah am Kreuz. Wenn wir zusammenkommen und das Abendmahl miteinander feiern, dann konzentrieren wir uns gemeinsam auf das Kreuz, auf die Botschaft des Kreuzes, auf den Mann des Kreuzes, auf Jesus Christus. Und wisst ihr, wenn wir so Abendmahl feiern, dann wird das Individuum wird klein und die Gemeinschaft wird groß. Dann wird Christus groß. Denn unter dem Kreuz da gibt es keine Unterschiede. Ob einer stark ist, weniger stark, alt oder jung, hübsch oder weniger hübsch, reich oder arm, gebildet oder weniger. Da gibt es keine Unterschiede unter dem Kreuz. Der Apostel Paulus sagt in Römer 10 ab Vers 12, denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Unter dem Kreuz sind wir ohne Ausnahme begnadigte Sünder. Unter dem Kreuz sind wir eine Schicksalsgemeinschaft. Unter dem Kreuz werden wir zusammengehalten durch das Versagen von uns allen, denn da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Unter dem Kreuz, da wird uns Vergebung zugesprochen. Unter dem Kreuz sind wir versöhnt. Unter dem Kreuz, da finden wir gemeinsam die Freude, denn unser Name ist angeschrieben im Himmel. Unter dem Kreuz finden wir Kraft, da finden wir innere Zufriedenheit als Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde. Und deswegen kam die erste Gemeinde regelmäßig zusammen, um gerade dieses Mahl zu feiern, sich zu konzentrieren, wie ein Wagenrad, sich zu konzentrieren auf die Narbe. Unsere Narbe in unserer Gemeinde muss Jesus Christus sein. Denn in ihm, heißt es in Epheser 1, Vers 7, denn in ihm, da haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und wisst ihr, die erste Gemeinde, die hat ein wundervolles Zeugnis. Es war das Zeugnis des Gebets. Und da muss ich etwas sagen. Mich bekümmert es manchmal, wie wenig Leute in der Gebetsstunde sind. Wo sind Sie in den Gebetsstunden? Ich weiß, man hat einen Terminkalender. Ich habe auch einen Terminkalender. Und der ist ziemlich voll. Ich weiß, Sie wohnen vielleicht weit weg. Aber können Sie dann nicht abwechslungsweise jeden zweiten Donnerstag kommen? Ganz bewusst zu sagen, ich komme in die Gebetsstunde. Wir wundern uns, wenn Kirchen leer sind. Wir wundern uns, dass das Wort Gottes nicht mehr das Gleiche wirkt wie damals. Könnte es sein, wie der Jesus sagt,
weil wir nicht beten? Über die erste Gemeinde, da lesen wir, ich lese einige Bibelstellen. Apostelgeschichte 6, Vers 4. Da sagt ihr, ich lese einfach einige Stellen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Apostelgeschichte 11, Vers 5. Ich war in der Stadt Joppe im Gebet. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Epheser 6, 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit, haltet fest am Gebet. Seid nüchtern zum Gebet. 1. Petrus 4, Vers 7. Beten wir so wie die erste Gemeinde? Das kann man tun während dem Autofahren, wenn man im Zug drin ist, wenn man kocht zu Hause und ganz besonders auch in unseren Gebetsstunden. Der Jesus sagt, oder lässt es ausrichten durch den Jakobus 4, Vers 2, da sagt dieser Jakobus, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Vielleicht seid ihr älter geworden, ihr könnt nicht mehr am Donnerstagabend hierher fahren. Aber dann nehmt euch doch zur gleichen Zeit am Donnerstagabend die Zeit, auch eine Gebetsstunde bei euch zu Hause zu machen. Gebet verbindet. Gebet hat Wirksamkeit. Gebet hat Kraft. Denn Herr Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Das war auch ein Geheimnis der damaligen ersten Gemeinde. Kommen wir noch zu einem letzten Punkt. Paulus, er predigte Christus. Und wenn wir Christus predigen, so wie damals beim Apostel Paulus, der Apostel Paulus, wenn er Christus predigte, dann hat er auch immer eines im Zentrum, nämlich die Wiederkunft Jesu Christi. Wir können nicht von Christus predigen, von seiner Vergangenheit, von seiner Gegenwart, sondern wir müssen auch die Zukunft mit hineinnehmen, denn Jesus Christus kommt wieder. Christuszentrierte Botschaft bedeutet immer auch, seine Zukunft nicht aus dem Auge zu verlieren. Christuszentrierte Verkündigung bedeutet, seine Wiederkunft steht vor der Tür. Paulus, der zeitlebens verkündigte, ich predige Christus und ihn als gekreuzigt. Dieser Paulus, er sagt in 2. Timotheus 4, Vers 8, am Ende seines Lebens, er hat sein ganzes Leben gekämpft für das Evangelium. Und am Ende seines Lebens, da sagt er in 2. Timotheus 4, Vers 8, hinfort liegt nun für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das heißt, die auf seine Wiederkunft warten. Wenn ich Christus predige, gehört seine Wiederkunft dazu. Und je dunkler es um Paulus herum wurde, umso heller leuchtete das Licht der Hoffnung. Jesus kommt. Je enger die Fesseln ihn umschnürten, er war gefangen und er wusste, er würde bald abtransportiert und der Tod wartet auf ihn. Und je enger diese Fesseln wurden, umso mehr wurde für ihn die Tatsache zur Gewissheit. Jesus kommt wieder. Ich darf Jesus erwarten. Der Maranatha-Ruf, das war für Paulus Trost, Hoffnung, Zuversicht, Ermutigung. Paulus, er predigte Christus und ihn als gekreuzigt. Und dann möchte ich Ihnen die Frage stellen, was predigst du? Predigst du auch Jesus Christus als den Gekreuzigten? Ist dein Leben, dein Dienst, deine Botschaft, dein Verlangen, dein Leben, ist es die Botschaft des Kreuzes? Lebst und strahlst du das aus, was man den Triumph des Gekreuzigten nennt? Dass Jesus von dir und deinem Leben, von deinen Gedanken, von deinen Worten und Taten Besitz nehmen konnte? Erwartest du täglich die Wiederkunft Jesu? Kann es über deinem Leben heißen, wie der Apostel Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Treue gehalten. Nun liegt die Gerechtigkeit Gottes als Siegespreis für mich bereit. Der Herr wird ihn mir an jenem Tage geben. Er ist ein gerechter Richter. Aber das wird nicht nur mir so ergehen, sondern auch allen, die seine Wiederkunft mit Liebe erwarten. Predige Christus, denn dieses Wort
wird die Menschen erreichen. Dieses Wort wird die Menschen vor die Entscheidung stellen. Und dieses Wort wird Ewigkeitsfrucht wirken in deinem Leben und in deiner Umgebung. Möge es so sein, der Herr möge Gnade dazu schenken. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir preisen dich über deinem Wort. Danke, dass dein Wort nie leer zurückkommt. Danke, Herr Jesus, wenn wir am Original bleiben, bei dir und deinem Wort, wenn wir dieses verkündigen, also es Kraft hat, Menschenherzen zu erreichen, Menschenherzen zu verändern, Menschenherzen umzuwandeln in dein Bild, Hoffnung zu schenken, Ewigkeit zu geben. Und Herr Jesus, darüber preisen wir dich und beten dich an. Und hilf mir, hilf uns als Gemeinde, dieses Wort zu verkündigen, dabei zu bleiben, bis dass du kommst. Danke dafür. Amen.